Deine Fantasie hat dir einen Streich gespielt. Du bist von dieser Geschichte so gefesselt, dass du jetzt schon anfängst, Sachen zu erfinden. Der Jupiter lacht und nickt. Aber trotzdem, er ist sicher, dass er den Graf gesehen hat. Hinter dem Hausecke ist er verschwunden. Den ganzen nächsten Tag ist der Professor Katz in seinem Büro beschäftigt. Erst am Abend legt er den Mantel an und geht zum Haus aus, um der Ursula ihren Eltern einen Besuch abzustatten. Der Jupiter hockt gemütlich vor dem Fernsehen. Komisch, wir haben doch ein Leute. Wer klopft echt? Der Jupiter steht auf und geht aufmachen. Guten Abend, mein junger Freund. Graf Schreistein? Im gelblichen Licht von der Gartenlampe steht der Graf Schreistein. Kein Zweifel. Er ist es. Ich bin gekommen, um Sie in meine Villa einzuladen. Ich bin sicher, dass Sie es nicht länger als eine Stunde aushalten. Machen Sie mit bei dieser Wette, dann darf ich Sie in der nächsten Stunde in meiner Villa erwarten. Ja. Der Graf kehrt sich um und geht davon. Der Jupiter hat weiche Knie. Er weiß auch nicht genau, warum er sich auf die Wette eingelassen hat. Aber vielleicht findet er ja so heraus, was mit der Ursula passiert ist. Mit eiskalten Händen wählt er den Vicky und dem Nick seine Telefonnummer. Hallo, da ist Vicky, ich bin's, der Jupiter. Wir müssen unbedingt heute Nacht zu der Villa. Ich bin sicher, wir finden dann alle Antworten auf unsere Fragen. Was ist denn? Ich erzähle euch alles dort. Okay, bis dann. Bis dann. Unterdessen steht der Professor Katz bei der Ursula vor der Haustüre und läutet. Grüß dich. Grüezi, Katz, Professor Katz. Ich bin der Vater von Jupiter. Er macht sich Sorgen um ihre Tochter Ursula. Er ist sie sogar in der Villa suchen. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Aha, ihr seid aufs Abrichten von Monstern spezialisiert. Wie bitte? Völlig durchfroren kommt der Jupiter bei der Villa an. Seine Finger sind kalt wie Eiszäpfe. Der Nick und Vicky sind noch nicht da. Der Jupiter beschließt sein Velo ab. Er kann es immer noch nicht ganz glauben, dass er auf die Wette eingegangen ist. Seine Knie zittern und er schwitzt und friert gleichzeitig.